Hallo, ich bin hier. Oh, So, Codierung überlastet. Toll. Scheiße. ich habe meine Tasten wieder gefunden. Wie kann ich die dann bekleben? Können Sie Weiß mir nicht. mal weiterhelfen? Bin ich hier richtig bei der HP Hotline? 0800 800, leck mich am Arsch, 800. Guten Tag. Ja, ich bin der Günther. Ich habe gerade einen PC gekauft. Jetzt will der mir hier so ein Dingens, so ein Code für, was war das nochmal? Office 318? Ich weiß es nicht. Ich wollte nur kurz mal einen Lebenslauf machen, damit ich mal nicht mehr vom Hartz IV leben muss. Nimm Und dir Google Docs. Ist kostenlos. Und keine was Updates. ist dieses Google? Verkaufe ich da nicht meine Daten? Ja, Ich entweder habe verkauft nämlich es an die gehört über Amis. so eine Telegram-Gruppe, dass Google Ja, alles verkauft, was man dir da reinschreibt. Also, ich will nicht, dass sie meinen Lebenslauf verkaufen. wir machen alle anderen genauso. Und dann gibt sich jemand als der Günther aus, wissen Sie? Wer möchte das schon? Ja, der hat mir gesagt, wenn ich arbeiten gehe, dann hätte ich 1 Million in Rente. Aber Eine jetzt mit Million? 50 noch 5 Jahre arbeiten, das sehe ich nicht so ein, wissen Sie? Können Sie mir weiterhelfen, was ich jetzt mit diesem PC machen soll? Sonst Zurückgeben. ja, zurückgeben. Ich dachte Schrotten. auch, weil da kam so ein Eritreer vorbei, der meinte, er gebe mir ein bisschen Gras dafür. Ich glaube, damit kann ich mehr anfangen als mit so einem PC. Soll der Finde ich sich gut. mal mit Office 318 rumschlagen? Wissen Sie Bescheid darüber? Immer gerne. Immer gerne. Okay, können Sie mir dann sagen, warum ich anfange zu frieren? Ich verstehe hier das Prinzip hier nicht. Ja, weil du eben das musst. Du musst. Keine Scheiße. So, hallo, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer Runde hier. Tach, ich bin der Nein, nein, nicht Günther. Eichtier. Oh, zum Glück Ich nicht bin der Eichtier. Günther. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, der Xerox hat heute keine Zeit. Oh mein Gott. Deshalb habe ich Naja. ihm sein PC gekauft. Wissen Sie? Ich spiele hier gerade zum ersten Mal dieses Bauheim. Und wissen Sie, ich verstehe nicht ganz, was ich mit Schwänze soll. Können Die Sie in den Mund schieben. roh Und völlig essen. ungenießbar? Ja, das denke ich mir. Wenn so eine Olle mir meinen Schwanz wieder in den Mund nimmt, dann wissen Sie, ja, das ist bestimmt ungenießbar. Ich dusche nur einmal im Jahr. Da ist die Wasserrechnung zu teuer. Ja, wenn das Wasser zu teuer ist, dann ist anderes auch. Das ist anderes. Oh, Mann, hier sind wieder Bäume. Man muss die einfach nur abhauen, abernten, das Ding. Ja, So. wissen Sie, das habe Können ich wir mal 5 pennen? Jahre gemacht, dass ich Holzmichael noch hieß. Da Können wir war mal ich schlafen? schlafen, ja, gerne, aber im separaten Bett, weißt du? Weil ich Jo. furze immer so laut und dann stinkt das. Ja, ist super. Können wir mal gerne. Oh Gott, ich stelle mir solche Leute nur vor. Oh. The third. So. Das passiert immer, wenn man zu wenig schlaft, dann wird man zu einem Günther. Tag 57, wow. Kein Thema. Passiert mir auch immer. Ich hab, das muss ich mal reinziehen. Ich habe, war das Sonntag? Samstag? Nee. Doch, Samstag auf Sonntag. Einfach mal etwa 12 Stunden geschlafen. Habe ich seit Jahren nicht mehr. So lang. Wirklich. Ich Haben weiß Sie nicht, wie das ging. Corona? Hä? Dann lass mir Langer damit zu tun. Schlaf ist ein Symptom von Corona. Nein, du hast auch Nein. zu viel gefressen. Auf jeden Fall. Nee, also das kenne ich. Das gibt wirklich Phasen. Das ist einmal im Jahr. Einmal in meinem ganzen Leben einmal. So.
Bis jetzt auf jeden Fall. Also früher, wo du Single warst und so ein richtiges Kellerkind, hast du auch nur Ja. 5, 6 Stunden geschlafen? Ja, wenn eine gute Tage hatte, ja. Ansonsten weniger. Ich hab nie, auch zu Schulzeiten, 6 Stunden, 7 Stunden war maximal, wenn überhaupt. Krass. Also es gab wirklich Phasen bei mir, da habe ich 14 Stunden geschlafen. Was? 15? Ja. Ich hatte früher solche Phasen, da konnte ich wirklich nur schlafen, schlafen und schlafen und schlafen. Hast Aber du das hinbekommen? Marihuana. Also schlafen? Ja. Auch gut, super. Kann man machen. Weil du dann komplett weg bist, dass du einfach, ja, sagen wir es so, gar nichts mehr checkst und dann pennst. Aber die Zeiten sind durch, man wird auch erwachsener und reifer. Und Coole Sache. Nächste Runde. Was wird man? Erwachsen? Nee, kriegst du nicht hin. ja, soll ich dir nochmal den Günther holen? Der wird dir das sonst nochmal Oh, erklären. ey, hör mal auf, bitte, danke sehr. Hast du mal einen Goal? Nee, also das wird zu viel. Dann renne ich lieber 10-mal in den Garten. Nee, ja, also jetzt wo du sagst, aber dieses Wochenende war ein bisschen wirklich speziell. Ich habe am Freitagabend hatte ich so einen deprimierenden Freitagabend, also wirklich Ja. so komplett keinen Bock mehr auf gar nichts mehr. Am liebsten wäre ich wirklich so mit der Chipstüte, der Dose Bier, so ein richtiger Fettsack geworden auf der Couch. Das war so der Modus von mir. Das war ein Lebenstraum. Also, ja, so genau. Am Schluss habe ich dann wirklich so ein. Irgendeine Mülltruhe, die ich alles reinschmeißen kann und du sortierst es dann? Du sortierst es dann? Packsaftenkarren. Okay. Ich habe dann wirklich, ich war irgendwie 9:30 zu Hause, dann dachte ich so, ja geil, komm noch ein bisschen New World zocken, die Beta ist bald So zu Ende. spät? Heilige Scheiße. Ja, ich war noch einen Schrank am Aufbauen. Bei meiner So, Mutter. nicht. Okay, alles klar. Und, Warum baust du Schränke auf? weil ich den alten Schrank kaputt gemacht habe. Keine Fragen. Ja, man sollte nicht eine 60 Kilogramm schwere Person in einen Schrank packen, der nur 8 Kilo aushält. Ja, funktioniert doch gut, oder? Ja, das waren noch Jugendstreiche, sage ich mal. Und jetzt ist es halt aufgeflogen, weil meine Mutter dann dachte sich, wo ich jetzt ausgezogen bin, komm, ich kenne die, der Schrank stört mich da. Ich platziere ihn woanders. Und da kam das große Wunder hervor. Ist doofe Frage. Wo ist eigentlich. Ah, da hinten ist mein Karren. Ich bin ja so doof. Ja, nichtsdestotrotz war ich dann zu Hause und dachte mir nichts Böses, einfach so einen deprimierenden Abend. Ich habe zwar die ganze Woche mich gesund ernährt, aber dann habe ich mir solche, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt, aber bei uns heißen die Schinkengipfeli. Ich kenne den deutschen Begriff null. Aber stimmt eigentlich. Wie heißt das Ding da? Ein Krapfen? Nee, Schinken. Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall genau diese Dinger, diese kleinen Dinger mit solchen Schinken drin, Blätterteig mit Schinken drin, nennen wir es einfach Blätterteig mit Schinken drin, Genau. habe ich mir dann ein paar gegönnt, mich dann auf die Couch gesessen, 2, 3 Bierchen gezischt und dann bin ich eingepennt. Das ist eine gute Leistung. Das Ja, kann nicht jeder einschlafen mit Bier. Na gut, eigentlich schon. ja, also wenn man an deine Tage erinnert, dann warst du immer auf Party-Modus mit Bier. Party-Modus? Nee. Ich sag's mal so, wenn Alkohol floss, dann reichlich, aber diese Tage hatte ich sehr wenig, auch schon früher. Auf jeden Fall kann man sagen, dass es solche Tage wirklich gibt. Ich habe so das Gefühl, dass eben solche Tage wie du, wie du jetzt durchgepennt hast, solange dass es solche Tage gibt.
Weil du kannst sie nicht erklären, du wirst wie fremdgesteuert. Das sowieso. Da habe ich kein Thema. Fränkisch heute werde ich auf jeden Fall. Immer. Boah, ey, bei Cyberpunk. Ich weiß nicht, ob ich einen Spoiler raushauen darf. Oder ob das. Ja, ich weiß nicht, wie lange ist das Game eigentlich schon auf dem Markt? Ein Jahr? Fast ein Halbes Jahr, Jahr? fast ein Jahr. Ich hoffe, falls ihr da nicht zugucken wollt, die nächsten 5 Minuten, wenn wir darüber quatschen. Nee, ich hoffe mal wirklich so. Übrigens, die GPU. Ja, gut, das Ding ist auch hier nicht so schlimm, ne? Ist nur 30% ausgelastet. Hm. Ja, das geht eigentlich noch klar. So, du hast mir Kupfer beschert, du hast mir Holz beschert, eigentlich nice. Wo das Kupfer. Oh ja. Zinn müssen wir jetzt suchen. Bei Cyberpunk gibt es eine Story, oder wir sind eine Line. Falls ihr jetzt abschalten, falls ihr jetzt spulen sollt, bitte auch auf Minute 15 schalten. Da ich auch mit den Quasseln über den ganzen Scheiß. Ja, aber wirklich, da gibt es eine Story, wenn du. Hast du Cyberpunk gespielt? Ich weiß, oder willst du spielen? Keine Ahnung. Nee. Ich hatte nur Negatives gehört, deshalb habe ich es gelassen. Ich finde es relativ gut. Und die Stadia-Version von Cyberpunk hatte nie ein Problem. Also, ich habe da noch nie Probleme. Ja, dann. Schieß mal los. Genau. Da gibt es eine Quest. Ich muss was essen. Toll, schon wieder. Bei der zwei reiche Leute, der Mann davon, von der Frau, möchte zum, nicht Gouverneur, aber zum, nicht Präsidenten, aber irgendwie, wie heißt das Amt Kanzler. eigentlich? Nee. Bezirksverwalter oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall der Oberste der Gemeinde, nicht Gemeinsverwaltung, aber irgendwas noch was höher. Spielt keine Rolle. Gemeindepräsident. Ja, genau. Präsident, das war's. Genau. Er möchte Präsident werden und irgendeine Geheimorganisation hat dem Paar, also dem Mann und Weibchen, ein Gehirnwäsche. Die haben per Dingensbums, man kann sich also im Jahre 2077 kann man sich doch wirklich Implantate setzen für alles Mögliche Mhm. und somit auch Viren, logischerweise ins Gehirn pflanzen. Okay. Und die haben die Leute systematisch, ich bin dran am Quest, die haben die Personen systematisch verändert. Huch. Ist irgendwie schon krass, wenn du mal denkst, dass der Präsident oder Gouverneur oder irgendwas werden möchte und eigentlich nur eine Marionette ist von einer Organisation. Weißt du, bei Trump nicht so? Ja, das widerspiegelt sich eigentlich das, was schon politisch manchmal behauptet wird. Aber grundsätzlich ist es ja gar nicht mal so also, es ist ja möglich, grundsätzlich. Heute gibt es ja schon noch Gehirnwäsche. Man hat ja ganz viele, wie soll ich sagen, man hat ja ganz viele, Propagandas. ja, Gehirnwäsche hat wie im Zweiten Weltkrieg oder halt wie heute noch im weiten Osten. Teilweise so, sag ich mal, Organisationen, die halt Leute und Kinder halt eben von Fernseher schauen oder stecken und mit Augen klemmen, dass sie nicht zuschauen und nicht wegschauen können, bla bla bla. Dass sie halt irgendwelchen Scheiß im Fernsehen nonstop zu Gesicht bekommen, bis sie halt einschlafen. Und irgendwie, ja, ist das irgendwie ein bisschen unlustig. Ja, also das Oder ist, das hört sich wirklich sick an, also. Und wenn du dann manipuliert wirst, ne, ja, cool. Eben nicht so ganz. Oh, ich muss weg hier. Nee, da gibt Ich es muss sicherlich geilere Sachen. Ja, das ist wirklich so. Das könnte man noch ein bisschen ändern, muss man dazu sagen. Also, ich kann die Äste hochholen, aber. Hallo? Hm? Danke sehr. Wie viel hat eigentlich hier Valheim mal gekostet, wenn man fragen darf? 20 Euro? Nicht viel, oder? Nö. Nee, überhaupt nicht viel. 20 Euro. Wie viele Folgen haben wir schon? Etwa 50 oder so etwa, ne? Um den Dreh 50 rum, glaube ich. Genau, ja, um die 50 Folgen fast.
Wir haben jetzt einmal so summa summarum den ersten Boss erledigt. Mhm. Und wir sind uns jetzt auf dem Vorbereiten auf den zweiten Boss. Na gut, vorbereiten mache ich das mach man eh nie, aber Beine in die Hände und los, ne? So sieht's aus. In Ja, etwa. also wir könnten dann wirklich, wenn ich dann jetzt noch ein paar Feuersteine sammle, dann mal sonst schauen, dass wir vielleicht den zweiten Boss machen. Das könnten wir schon in Betracht ziehen. Mhm. Möchte ich eigentlich persönlich auch. Noch nicht. Also Aber jetzt ja, oder? auch. Irgendwie bin ich ein bisschen zwiegespalten. Mir macht das Bauen Spaß. Vor allem jetzt, wo jetzt demnächst ein Update rauskommt. Updates? Was ist denn das? Wo sie dann noch mehr Content reinballern für zum Bauen. Okay. Aber irgendwie, mir gefällt die Base so weit langsam immer mehr. Es gibt zwar noch ein paar Baupunkte, aber ja. Aber du wolltest auf was hinaus, oder? So grundsätzlich einfach, dass man heutzutage, also in Spiel, gut, in Spielen oder halt in virtuellen Dingen ist halt schon längstens da und irgendwie ist es langsam ein bisschen komisch oder ja, man kann sich mittlerweile vorstellen, dass halt solche Dinge in echt passieren, ne? Und so Manipulation in echt, das ist nicht mehr lustig, ne? Wenn du plötzlich halt Menschenleben dran hängen. Ich sag mal, in Filmen und Co. ist es halt immer noch virtuell, aber geschieht halt echt. Also, weißt du, was ich meine? Echt? Ich weiß nicht, ob man das. Ja. Du Ich weiß meinst, du nicht, siehst was im Film, denkst dir, ja, ja, das ist Film, das ist Hollywood. ja, ja. Ja, komm, und dann 2, 3 Tage später passiert genau dasselbe. Und zwar in Real Life. Vielleicht nicht gerade so, aber ja. Es ist langsam, aber irgendwie komisch. Hey, Kollege, du arschgeile Kacke hier. Also Rein. du meinst, man könnte mit Videospielen die Leute manipulieren. Oder Nee, nicht steuern einmal. und dass man Zufälle erzwingt und Nee, nicht dann man einmal. komplett perplex ist. Ich bin einfach, dass man heutzutage schon in Spielen sieht, was abgeht, was eigentlich grundsätzlich gesehen schon in echt möglich ist, ne? Irgendwie. Gibt ja auch, Gab es cool. nicht mal so einen Vergleich? Sachen, die im Spiel drin waren und dann real wurden oder so? Ja, es war bestimmt mit, sag mal, ey, mir fehlt das Holz. Scheiße. Das war bestimmt mit Back to the Future. Ja, genau, Back to the Future. Ja, ja, genau. Das, Aber die das. Filme sind mittlerweile über 30 Jahre alt. Huch! Aber ja, 500, nee, nee, nicht über 30 Jahre, 85. Es sind ja 15, 25 Jahre. 26. Krass. Und denkt man gar nicht, ne? Nee, absolut nicht. Weil von qualitativ gesehen, der Film ist heute immer, also ich meine, nicht der Inhalt an sich, ne? Das sei mal dahingestellt. Also das kann jeder für sich selbst entscheiden, ob er es gut findet oder nicht. Aber toll, ich habe den jetzt, ja. Aber die Qualität, wie der Film gemacht wurde, ne, mit den Animationen oder generell halt mit Einstellungen und Co., das ist, man findet heutzutage schlechtere Filme. Das sind zwei Jahrzehnte. Ah, du meinst mit den Ne? Effekten? Auch, ja, auch generell die Inszenierung und Co., ne? Also, Also, bestes Beispiel ist natürlich Star Wars. ja, Das die. bleibt Paradebeispiel. Wenn du Das es so, dir ja. anguckst, was die Filme heute können und Star Wars damals, dann denkst du dir so, Digga, das hatten wir schon in der 80er. Kommt man Gut, das mit, Budget ist halt noch ein bisschen anders, aber. ja klar, aber du kannst mir nicht erzählen, dass man in den 80ern oder Terminator auch gutes Beispiel,
kannst mir nicht erzählen, dass man damals so geile Effekte und alles Mögliche hinbekommen hat und heute. Man muss dazu sagen, geile Effekte. Der Film, also keine Frage, der ist einer der besten, ne? Aber wenn du, ich glaube, der zweite Teil oder dritte oder nee, bis jetzt gibt es ja 5 Teile davon. Terminator. Aber ja, Ja, genau. aber ich glaube im zweiten oder dritten Teil, da jemand aus der Zukunft kommt, der nicht mechanisch in dem Sinne ist, sondern der ja eine Flüssigkeit ist, ne? So eine goldene Flüssigkeit. Ich weiß nicht genau, welcher Typ das war, keine Ahnung, kann ich echt nicht sagen. Aber die Animation des Goldes, da hat man sieht es im Normalen, wenn man den Film schaut, nicht. Das ist Fakt. Also finde ich persönlich, das schaut man nicht drauf. Aber wenn man da mal Frame für Frame durchguckt oder halt mal ein bisschen pausiert und guckt, da sieht man teilweise schon, dass halt die Animationen noch nicht so flüssig waren oder nicht so gut berechnet wurden. Ne? Also mit Bilder pro Sekunde oder halt die Details, ne? Die fehlen teilweise. Aber hey, es sind mittlerweile auch schon 30, 40 Jahre her. Absolut. Und das Krasse daran, der Schauspieler spielt heute immer noch Filme. Weißt du, gefühlt 80, wahrscheinlich ist er auch 80, Der Schwarzenegger. ja. Also 70 war er bestimmt schon. Zu 100%. Ich weiß es nicht. Der Typ, der besteht nur noch aus Spritzen und Silikon. Nee, oder? Doch, der hat sich ja machen lassen. Dass der noch so jung aussieht. Gut. Ich sag's mal so, mit 70, 80 Jahren darf man doch schon. Also eigentlich, eigentlich wäre der jetzt noch so dafür, also meiner Meinung nach könnte er sich ja jetzt eigentlich wirklich zurückziehen, weil okay, Aber außer Sylvester er Stallone lebt, zieht sich er auch nicht lebt zurück, dafür. ne? Hm? Sylvester Stallone zieht sich auch nicht zurück. Nee, der Typ, der ist Und das war ja immer so lustig. Ich habe mal ein bisschen Kommentare zwischen den Zeilen geguckt. Aber das. Troll wo? bei mir. Oh nice, ist der wieder gespawnt. Du Willst bist du gestorben. Du. Ja, beim Baumfällen. Ach so. Aber ich glaube, das gucken wir in der nächsten Runde an, ne? Jo. Wie Trolle und Co. Wir sind mal 20 Minuten. Und dann würden wir sagen, sehen uns wieder, ne? Bis Einen zum nächsten Mal. wunderschönen Tag.